Merci, Herr Präsident, die Damen und Herren. Besteht ja eine Einigkeit darüber, dass die Inklusion besonders an unseren Schulen gefördert muss gehen und dass wir nicht zuletzt vom Behindertenrechtskonvention von der UNO ratifiziert haben, eine große Verpflichtung haben an dem Bereich. Die Politik der Verpflichtung aber zu 100% noch steht auf einem anderen Blatt. Also die war möglich, die Realität dem Ideal anzupassen, ohne permanente Grenzen zu stoßen. Wir müssen noch anerkennen, dass es Grenzen gibt, noch für die Schule. Gleichheit gibt es nicht an der Gesellschaft, an dem du kannst Schule auch nicht mehr begrenzt wirken. Nach immer ist es doch so, dass die Familie weitaus eine große Rolle spielt für die Entwicklung vom Kind wie die Schule. Die Schule muss aber den Anspruch haben, gerecht zu sein, an dem nur keine Schüler zu privilegieren oder zu benötigen. Und die Schule muss alle Schüler, so wie sie sind, gut fördern. Es gibt nicht die Idee als Schule, die zu 100% inklusiv ist. Zwischen Inklusion und Exklusion gibt es ein breiten Spektrum. Es gibt viele Länder auf der Welt, wo Exklusion von Menschen mit Behinderung noch immer unter der Sendung ist. Da gibt es Länder, die Weg zur Integration von Menschen mit spezifischen Besoinen sind. Andere Länder sind wie weit, das sind Weg zur Inklusion, dazu gehört doch sicherlich Lützeburg. Während bei der Integration Menschen mit spezifischen Bedürfnissen an einem Kreis leben, den an einen größeren Kreis mit all den Schülern integriert ist, gibt es bei der Inklusion keine zwei Kreise mehr, wie just nach E-Kreis. Das ist ein Idealzustand, den wir im Moment noch nicht ganz erreicht haben. Aber worum leidet das? Diskrepanz zwischen dem Stellenwert, den die Regierung seit Jahren der schulischer Inklusion zumusst, kann die auch begrüßen, an die Ressourcen, die sie tatsächlich bereit ist, für eine efficace Inklusion zur Verfügung zu stellen, als evident, sonst gäbe nicht so viele Lehrpersonen auf diese Diskrepanz hinweisen. Mir Lützeburg steht doch da nicht allein. Und ich gebe ein Beispiel aus Deutschland. Der Bayerische Lehrerverband hat am Mai 2022 ein Sondage publiziert, bei dem 97% vom Lehrpersonal der Meinung waren, dass Inklusion in den aktuellen Umständen, Leute haben genannt Polykrisen, weil immer so genäht immer der Menge, mit dann Lehrermangel, das kennen wir ja auch, Probleme auch mit stärker Immigration, kennen wir auch, dass dort die Inklusion ganz schwer realisierbar wird. Wenn ihr bedenkt, dass Bayern aber ein ganz performantes Bildungssystem hat, weist es zu darauf hin, dass gute Willen lange nicht durchgeht, für Inklusion zu erreichen. Was muss gemerkt gehen, für den Idealzustand Inklusion nach ein Stückchen Minute zu kommen, ohne aber das Lehrpersonal für unüberbrückbare Hürden zu stellen. Erstens gibt es so Aufschaffen von den langen Prozeduren, das auch gesagt schon, die müssen durchlaufen gehen, bis sie kann die nötige Hilfe kriegt. Es steht oft Prozedur am Mittelpunkt. Ich will auch nicht unbedingt der Regierung dafür Schuld geben oder der Regierung für drin. Aber das ist eben so, und wir sind aber mehr Kant an den Mittelpunkt stellen. Dann zweitens, alle zukünftigen Enseignants müssen auf einem hohen Niveau ausgebildet sein. Und dafür sind wir auch so weit wie möglich ist. Gegen eine Crash-Ausbildung, wie sie an der Last von der Regierung favorisiert gehen ist. Drittens, wir sind ganz allgemein der Meinung, dass alle Erzieher, alle Schulmeister, alle Lehrer, alle Prof eine überschaubare Zahl von Kindern, Jugendlichen anvertraut kriegt, für das hier bestmöglichst auf die spezifischen Bedürfnisse von den Kindern eingehen kann. Viele Personen aus dem Lehrberuf klagen uns jetzt, dass sie von ihrem Beruf überfordert sind, auch oder gerade am Kontext auch mit der Inklusion. Und auch an den Kompetenzzentren kämpfen viele Erzieher gegen eine übermäßig große Belastung. Und wir wollen, dass die Leute, die die Nobelberufe, Erzieher, Schulmeister, Lehrerin machen, Spaß haben in ihrem Beruf. Viertens. Aber vielleicht ist es im Zusammenhang mit der Inklusion nicht falsch, darauf hinzuweisen, dass man die Probleme früher in der Form vielleicht auch nicht so hatten. Wir haben heute, und das Ministerium hat das auch schon oft in Publikationen so geschrieben, wir haben heute rasante Bevölkerungswachstum am Land, den zum Teil 10-mal über dem von vergleichbaren europäischen Ländern leidet. Und wir kriegen nicht von uns Probleme an der Schule, dadurch nicht mehr an den Griff. 12 von den Lehrpersonen kann nicht mehr mitteilen mit der demografischen Entwicklung vom Land. Wir müssen ein klar sagen, die Bevölkerungsexplosion stellt als Schule für eine Zerreißprobe. Fünftens. Am Regierungsakkord steht, dass der Réseau von den regionalen Antennen von den Kompetenzzentren soll ausgebaut gehen. Das wird zu begrüßen. Mir wichtig ist auch in dem Zusammenhang, dass genau analysiert wird, wie in Zukunft Ressourcen aus den Kompetenzzentren so ersetzen kann, dass sie auch beim Kant kommen.
an net an engem kafkaeske Verwaltungsapparat ënnergin. Sechstens, ich will auch darauf hinweisen, dass nicht durchgeht, dass verschiedene Kompetenzzentren sich darauf limitieren, Lehrpersonen zu coachen und zu beraten, wie man das auch oft von Leuten im Terrain Bericht kriegen, und die einfach Hölle wo frohen, und da gehen sie gecoacht, mit das nicht etwas zu frohen, aber sie hätten gerne, dass Kompetenzzentren auch an der Schule angesagt gehen, ob den Terrain, besonders da, wo der Begrad und Spezialisten fehlt. An der 7. wie dort Gewerkschaften SNE seht begräßen wir, dass die lokale Kippen an den Schulen abgestockt sollen gehen. Frohen aber was genau damit gemeint das, kreen Schulenlo eng Art Taskforce oder hecht dat, dass die multidisziplinäre Kippen an den Schulen abgestockt gehen. Weil ja, gehen das Ekippen an Schulen affektiert, für das Personal direkt an Uni-Prozeduren beim Kant mit spezifischen Besoin intervenieren kann oder nicht. An noch weiter Forderungen vom SNE können wir auch Schüssen unterstützen, für eine funktionierende Reserve de Remplaçant beizustellen, weil am Moment ist es so, dass das Personal, das an der Klasse interveniert, am Fall von einer Krankmeldung oder so einer Absence, auch wenn es wie lange dauert, nicht ersetzt wird. Das kann nur zum Teil lange Prozeduren in gewissen 12 Stunden Hilfe pro Woche akkordiert tut, kriegt im Moment dann keine Hilfe. Herr Präsident, ich will auch darauf eingehen, ob ein ganz interessantes Interview, den aber auch zu dieser Thematik passt, der für uns Schwedisch Radio 100,7 war. Und die Frage, die da am Raum steht, war, gibt Kanner Haut überdiagnostiziert? Und ja, meint den Dr. Ferner Pauli, den auf die körperliche Entwicklung von Kanner spezialisiert ist. Es gingen, ihr seht das am Interview, es ginge Probleme auch erfunden gehen, wo kein wären, so der Kannerdoktor. Und auch die Eltern hätten da eine Responsabilität. Und Dr. Pauli ist zum Beispiel auch der Meinung, dass eine Reihe Stempeln erfunden gesehen, für zu stigmatisieren, mir rarement genau zutreffen. An der heutigen Zeit ging alles verdäft, problematisiert und überdramatisiert gehen, meint der Kannerdoktor. Und ich will das noch weiter zitieren, weil das wirklich ganz interessant, was du gesagt hast. Sorgen möchte ihm dann auch für allem im Mangel an Kommunikation zwischen den Eltern und ihren Kindern. Ich komme darüber zurück, was für drunter noch an der Question Elargie-Thema war. Hier in den Doktor gesagt, kann er am Tablet aus einem Wartesaal sitzen und eben drunter Eltern am Handy. Es ging nämlich genug mit denen geschwärzt gehen. Übrigens sind die Eltern auch just Taxi für die Kinder. Und den Dr. Ferner Pauli steht sich drin, dass Kinder just von einer Platz auf die nächste deposiert gehen. Moje ist an der Schule, du nur an der Maison Relais. Aber was kann da bis so, was du hast, da sollen vermutlich alle Probleme gelöst sein. Auch wenn dieses System von der Ganztagsbetreuung als soziale Mesure gesehen gehen, und das streiten Dr. Pauli auch nicht auf, geht wertvoll Zeit mit dem Kant verloren. Mit der Art Kommunikation zwischen den einzelnen Strukturen. Sehr gut, von der wenig mir ruhig wird für den Merkholz nur zu lauschen. Ja, das wäre ganz gut. Die sich im Kant bekümmern, falls wirklich Probleme da sind, die ausbaufähig sind, meint der Kannerdoktor. Kanner gehen an der Grundschule weil en charge geholt, dann gehen regionale und nationale Strukturen, die sich in verschiedenen Fällen bekümmern können. Es gibt also viele verschiedene Leute, die verschiedene Bilder zu den Kannern machen, die den Eltern aber beispielsweise nicht gut genug erklärt gehen, meint den Dr. Ferner Pauli. Je nach dem Strich ist die Message klar, die Eltern sollen nicht zu sehr panikieren. Natürlich gibt es Probleme, die kann haben. Hier seht ihr, ich zitiere das einfach, weil es interessant ist. Mit so ist mehr auf Vertrauen gesagt, gehen der Bomi Vertrauen, den Opfer Vertrauen, der Lehrerin, dem Schulmeister, für und allem dem gesunden Menschenverstand. Zum Schluss, Herr Präsident, vielleicht noch eine mehr allgemeine Bemerkung. Wenn wir von Inklusion schwätzen, dann ist die Idee der Hand, dass alle Schüler zusammen sind, zusammen an eine Klasse gehen, egal welche Voraussetzungen sind. Ein nobles Ziel, das, wie gesagt, nicht immer einfach ist, an die Realität umzusetzen. In dem Kontext, vom Zusammen an der Klasse sind, vom Zusammen von den Lehrern, zusammen Erfahrungen sammeln, zusammen die Wege und zusammenhalten, stelle ich mir die Frage, wie das kompatibel ist mit der Edukationspolitik von den letzten Jahren, wo kann ich da getrennt gehen, die einen an traditionellen Schulen, die an europäischen Schulen,
Die eng an die traditionelle Lützeburger Steitsch-Alphabetisierung, die anderen eng Französisch-Alphabetisierung. Das ist eine Politik von der Trennung. Die Schüler sind nicht zusammen, sie sind getrennt. Am Endeffekt nur Nationalität. Sie machen keine gemeinsamen Erfahrungen, sie lehren nicht zusammen, sie wissen getrennt ob. Und das ist eigentlich der Konträr vom Geist, den auch hinter der Inklusion und hinter der Integration steht. Das ist gefährlich für den Zusammenhalt, für die Kohäsion sozial an unserer Gesellschaft. Das gefällt uns und nicht nur uns gut nicht, weil es den erfolgreichen Integrationsmodell Lützeburg aus den letzten Jahrzehnten aufschafft, am Platz zu erhalten. Wir setzen uns an, auch als ZDR, für Inklusion, wir setzen uns auch an für Integration und wir setzen uns dafür an, dass Kinder alle Guten so weit wie möglich zusammen die Schulbank drücken. So nicht merci.